Where is the friend when I need him the most? Climb to the top where I try to get close. Guten Abend, am Noart haut Abend mat Féier Wit fir den Moment gesinn an dem 3. Valeria Vivinius kënnen der zweete Hautschmotte weil los Patricia Baumdo. Guten Abend an de Lab schmengen Breich mo mi wg stellen. Corby Doch kann ich. Sie sieht schon lang mat dabei an den David Fluid. Guten Abend ich zwei. Schon lang, weil schon an Archiven enke muss geguckt. Also mir noch schon Emissionen gemacht, dat sind aber gut. 10, 12, 13, 14 Jahre hier. Dat kann gut sinn. net unbedingt wie jung egal er Musik as noch immer do der sieht noch immer do an die Projekte hun sich weiter entwickelt an der Lab gott lo schon 2006/7 so do immer ne Genau. Wann der Lo guckt ob wie viel Jahr Karriere sind hat ein ganz rutsch Eng jetzt ja. Ja, 16 ja hue viel geändert viel gedo 16 Joer techte Lab kën lo an Pubertéit. Das gut ausgedrückt. Gut. Ja. Nee, wann der 10 ganz hi gedo. Der kann ja wirklich quasi awer nëmi vergleichen mat 16 Joer. Absolut. Also du steck viel gedoen an das auch schein, dat sech soviel gedoen net. Das eng coole Entwicklung wenn du können. Du si jo net onschëlech du schätzt man dann her nun bisssen noch du David die ganz mat letzte Künstler ze Summe schafft. Me die sieht net fir neicht he. Und zwar hat er nämlich Release, darüber hat gleich mein Schlange gewacht, ein EP-Release, das Mode nach an der Kulturfabrik. Genau. Wie ein Titel? Wen aus am Haus gemacht. Wen aus am Haus gemacht? Ja. Okay. Was geht es da? Wen aus am Haus gemacht? Wen Haus gemacht? Wie gemacht? Ich meine, ich kennt das Slogan Wen aus am Haus. Ja. Und weil er mir nach der gemacht Druck gehangen. Weil das Keier aus alles wirklich komplett am Haus gemacht. Das heißt, so wie früher Dom Color. Ja, bis nannecht muss bis nannecht gesinn am Fong mir hunn fréier mat Domcomputern oder mat Sampler geschafft an lo eng Liveband en mir hunn alles Martine komponiert. Techt das ke Sample drop, das alles vu richsche Musiker net aus der Bix. An wieso du déschrat ass dat well sech stand well neier fanne, weil dat mé großen Challengers, die si joch live opgetruden am OPL, dat das net so lang hier. Ass dat kann den du mo gut an awerlech musikalisch mir weit zu gun. Ja, ich en Start anzwes Mnnen lo eng Band eng rich gut Musiker an bisse blöd wann en net vu gin profitéieren. Definitiv. An der Platz derch lo eng Drum Samplen sonch zum Bënner alle spielt eng Bass an so alles ze summen komponieren. Brete Flusmann Training sei gewissen an as dem Grund soll hin den Nachküsse. A wat war den da lo noch dat Simulgrat gesot dats eng EP, dat net den Albumrelease. Wat war den noch Spieler just Lied? Wir spielen der Feier und dann gehen wir hin. Okay. Ja, nee, also op der ganze EP sind 4 Tracks. Ein Track als Remake von einem normalen Track, der Stolze Bauer. Eine neue Version mit der Band gemacht und auch Lyrics angepasst an Herrn Do. Und dann haben wir noch 3 ganz neue Songs. An denen 3 neue Songs haben wir auch, also und die 3 neue Songs haben wir auch immer einen Merch-Artikel drüber gekoppelt. Aber ganz speziell Merch-Artikel, nicht zu Standard-Hoodie oder Cap oder T-Shirt mehr. Voilà. Ich weiß nicht, was ich so mache. Benoit, nimm mir keinen Stress. Ich habe eine Lesung für dich. Und zwar Labström. Wow. Labström? Zähl mal mehr. Die Labströms sind entwickelt von den größten Wissenschaftlern an der Aerodynamik. Als 100%igem bio-vegane Coating aus dem Haitian Eisleck direkt importiert an den Dave Minet. Nee. Doch. Nee. Doch. Nee. Doch. Sie gehen exklusiv im Konzert dann noch verkaufen und das auch alles limitierte Editionen. Okay. Das sind eine ganz kleine Unzwille, wo man hun von den Merch-Artikeln. Ich habe gesagt, EP, nicht Album. Aus der App wird einfach immer mehr gängig. Ich meine, gesagt, immer mehr, dass die Künstler immer ein EP oder andere rausbringen und nicht mehr so, voilà, wie früher mit klassisch ein Album. Also, oder war hat nicht genug Zeit für ganz Album? Ich ein Start, voilà, wir haben alle guten als Familien an meiner Zeit. Und,
Fréier hummer Album gemacht 20 Lieder an dann ass ein Album rauskom an dann war d Pulver schon verschoss. An Lummer geduert an der Zeit vun Haut ich da so Singelen ze goen. Ja ich meng noch Fréier hat mir auch hung mir auch all da ze summen an mir konnten all da am Studio trillen an Blödsinn man an Musik auch nach nebei an so. Und du weinst ja du hast dann fäng neue Zeit an noch allgemeng schmengen du hast méi Kontinuitéit die ganze Zeit wann immer im Singles Drops wie die Korbigat se wann du dein Album drops an du nur kennt nicht mehr da bist sehr vom Dich so weil auch schmengen in Hype oder etwas wat überhaupt allgemeng wie die Musik konsumiert getaut das einfach viel schnell viel kurz an so Hypes leer wie auch dann halt du just nach 2 Wochen oder so und dann schwätzt ich schon davon an dafür. Pass mal ein bisschen uns in der neuer Zeit. Die bleiben nochmal exklusive Plätze, wo ich du rein gesagt mir bleiben noch Plätze, wo ich da das als Markenzeichen als von do wo wir kommen lo wie Zeit weitergehen aus der dann noch immer eine Meinung die der Hut. Ich weiß nur nicht, ob irgendein ist will, ob Englisch oder Französisch. Also ich will mich mal selber nicht so her. Nee, ich meine, das bleibt auf Lützeburg. Und noch von denen da beschränkt bleibt beim Marché, weil bleibt halt im Lützeburg Marché. So, Großregion so muss ich meine Großregion ist schon groß geschwart. Nee, wir haben schon zu Thionville gespielt und du Kleider ist schon komisch geguckt. Ich meine, wenn dann nur noch echt das Succès, wenn wir in Asien spielen gehen. Ja, voilà, genau. Okay, das ist der Spruch bleibt im Lützeburgischen 3. Könnt ihr noch wissen, ob so über den Inhalt dann von den neuen Tracks, wo der dann durchgefiel, da den sich so ändert, von dem Lab, den man kennen, von 4 Jahren. Was ändert sich? Du hast gesagt, die geht mir groß, die geht auch wohl, die kriegt Familie, die kriegt Kinder, die den aber dann einer Ula ist vielleicht über den Jungen. Ja, der Stimmbruch aus Lummel River. Nee, also wir haben eine Hommage an wir sind alle italienische Originen und mit einer Hommage als Nona gemacht. Gibt es so an den Future, so an Zukunft, gehen wir ein bisschen. Ja, voilà. So 2050 ist gesagt oder so. Ja, das machen wir. Und dann, ja, da war das schon. Stolze Bauer Remake an was für Nacht ist Song? Ah ja, den Titelsong. Ja. Der würde den nicht so. Doch. Ah, doch, okay. Venus am Haus. Ah, Venus am Haus, ja. Endlich aus diesem Slogan einen Song gemacht. Okay, cool. Voilà. Das ist, da war den auch noch ein paar Überraschungen, sind ein paar Gäste dabei? Absolut. Auf der Release? Ja. Der will noch nicht gewollt gehen. Nö, das ist keine Überraschung mehr, oder? Ja. Dann wird leider fix. Lustland gucken zu gehen, so dass nicht ein Datum. 24. März, ne? 24. März. Ich gucke nicht. Der wüsste. Ich gucke nicht. 24. März an der Kufa ist dann den EP-Release. Sind wir schon mal ganz gespannt und ja, sind Schluss gemacht. Wir haben all die kleinen Sachen zu entdecken. Und nur schwätzen wir dann ein bisschen über der Einzelprojekt, was der sonst noch macht, weil du da definitiv auch evoluiert. Vielleicht gehen wir rüber bei Patti. Patti war für uns an der Mutter und da ist eine ganz interessante Künstlerin, die du ausstellst. Schaffen zu den Nummern Tourmaline, genau. Das ist eine amerikanische Künstlerin. Und sie wohnt, sie ist auf viele Bereiche tätig, also als Filmemacherin, Fotografin, Schriftstellerin und Aktivistin noch. Und sie wohnt seit 20 Jahren an der Christopher Street zu New York, weil du ein ganz wichtiges Straße ist, weil und der 60er Jahre, also länger 60 war ja da Streetwall-Rebellionen, wenn es im Café Streetwall Inn, den an der Straße war, und da waren oft Razzia gemacht gegenüber den transgender homosexuellen Leuten, die da waren, und das war auch oft den afroamerikanischen Leuten oder den südamerikanischen Leuten gegenüber, wo sie gewalttätig sind, und du weißt, sind die Revolten aus sich entstanden, demals. Und heute kann man ja noch den Christopher Street Day, den ist dadurch entstanden, als geht auch als Liberation Day gesehen. Und das ist ein wichtiger Teil auch an ihrer Arbeit. Also sie setzt sich ganz viel für Transgender-Themen an, LGBTQI+-Community, also wirklich Sachen, die heute am Anfang noch immer viel Aufklärungsarbeit eigentlich brauchen und noch nicht so in der Gesellschaft verankert sind, wie es eigentlich sollte. Was gesagt du? Gesagt die Fotos und gesagt auch Videos? Ja, also gesagt, du sich
Uwen an der dem kleine Pavillon am Mudam. Du seid den pur ganz groß autobiografische Foto von ihr, wo sie sich fix an 10 gesagt huet, ein Kostüm an mat Blumen und schwarz-weiß Fotoen. An innen am Keller gesagt den dann ein Film. Den hecht Pollinator. An do sind da noch gesagt den sie noch wie sie durch de botanische Garten Brooklyn geht, an dem Kostüm hat ganz viele Blumen, also ganz ästhetisch. Moment dran ja. Mit Pollinator nicht vielleicht, es geht Ja. um Pollen. Genau, also an dem Video gesagt den immer Archivbilder von Marsha P. Johnson, wo Demos ein ganz wichtig Frau war an der ganzen Bewegung, also sie sich als Ikonen gehen, also sie war wirklich stellvertretend für die ganze LGBT-Communität der Zeit. Da kommen immer so Archivbilder mal dran, an die eher du sich die Personagen, die sich für die Szenen und die Kommunitäten und die Leute auch gesagt haben. Das heißt, weil halt gesagt den dann eben noch immer Blumen, das ist etwas, was immer im Video rumkommt. Den Tag, wo Marsha P. Johnson gestorben ist im Pier, weil sie am Wasser von gehen. Und das ist eben etwas, was dann ein bisschen mehr poetisch. Sie versteht hier Pollen. Ne? Sie versteht sich hier Pollen, das ist so ein bisschen Metapher, mehr symbolisch gesehen, weil sie die Leute ein bisschen ernährt hat, ihnen etwas mehr auf den Weg gehen hat, für können weiterzumachen. Eben. Sie war auch selber zu Lützburg Ja, sie war selber heute, also auch hier alle ersten Solo-Ausstellungen in Europa überhaupt, weil am Anfang auch ganz spannend ist. Und, ja, und ich denke, dass es wirklich ein Thema ist, was, also ich habe allein gemerkt bei den Recherchen, war das auch an der Spruch nicht immer einfach, möchte zu vermitteln, weil, also sie können aus einer Familie, wo voilà, den Aktivismus immer heiß geschwärzt gehen, also groß geschwärzt gehen, sondern und du wolltest über ihre Bruder schwätzen, und du sagst, kann ich nicht über ihre Bruder schwätzen, weil ihre Bruder ist nicht binär, das heißt, hat kein Geschlecht, auf Englisch steht ihn dann they, oder auf Lützebäuerisch gingen dann Geschwister, sie, so mit sie, also einfach gleichzeitig eine Frau. Weil ich bin ein bisschen in die Limite gekommen. Wie verdienst du einen Sommer und dann Lützebäuer Spruch, wie in den Kindern? Schnee und Givelo Za suchen. Za. Ja. Ich weiß nicht genau, sind wie gesagt doch du kennst. Ja, also ich meine, du merkst den aber, dass du irgendwie nach Limiten oder Grenzen gehen, ne? So um all die Genau, weil falsch wäre von einem Bruder, der biologisch Mann ist, aber es wäre falsch von einem Bruder zu schwätzen in dem Sinn. Das heißt, voilà. Es noch viel Arbeit, die muss gemacht gehen, weil an Tourmalin setzt sich ein bisschen dafür an, mehr warum eine Art und Weise, eine positive Art und Weise. Es geht nicht darum, so den Misere auch von dem zu weisen oder Moralapostel zu sehen, mehr einfach mehr eine freiliche Zukunft am Fond zu weisen, so gesehen. Ja. Dir hat D'Expo gefallen, also mir dir vielleicht noch besser eine Inhalt-Thematik gefallen, wie du das visuell ausgestaltet hast? Ja, ich fand es thematisch immens interessant und ich fand auch wichtig, dass die Ausstellung da ist. Mehr effektiv Inhalt, also vom rein visuellen Foto fand ich ganz flott. Die sind noch am Schwarz-Weiß, fand ich gut, wie sie sind. Beim Video habe ich ein bisschen Schwierigkeiten gehabt. Geht jemand sehr aber und hat gefühlt, hat nicht genug Zeit für ihre Socken zu lassen. Also so meine persönliche Empfindung gewesen, ja. Merci, Patti. Tourmalin, also Moment, am Mudam, aus der für dir, ich ging so gucken, wo geht was von der Musik? Ja, von Zeit zu Zeit schon, gerne, ja. Oft zwar auch im Ausland, echt. Also. Ja, wenn den dann Zeit ziehen möchte. Ja, ja, es ist immer so, wie so, du hast von dir und da bist du immer, ich gehe das nächste vor. Ja, so, das ist genau das, ja. Und dann hast du River. Und dann hast du da, man muss alles verpassen. Ja. Solange das Key von ihrer Musik sieht, also alles gut. Der Lab soll gucken wollen. Genau, das ist genau. Immer Ja, stimmt. wir sehen uns in einer kleinen Pause und da schwätzen wir über der anderen Projekt und dann ist Valeria Vivinius noch dabei. Du vielmals merci, Patti. Gerne. This ain't competition, this is stand-up. This is for them boss women told you this is an anthem. I don't do 4 rounds, I just do knockouts. Word to be a champion, I ain't taking hand. I'm that girl, I'm that boss. Genießt allmulzig mit HelloFresh. Einfach gut und erschwinglich. Bestellt Hallo auf hellofresh.delu.
Also immer am No 8 noch mat de Lab, dat hicht dem Corby an dem David an Valeria aus Orlo mat vorbei. Gun Valeria. Genowend. Ich hatte fir bis Uge kann ich mich schwatzen dann noch iwwer der Solo-Pro, weil die mat ja doch net alles gemeinsam ge. Nee. finde doch bis sei Danke. Corby, du warst ja auch Solo NRW mat dinge Projekten. Wo stehst du am Moment? Also du hast gesagt, du hast ein Album hast schon rausgebracht gehabt für ein Million? Ja, am Mai und schon letztes Jahr rausgebracht, auf Plug und auf CD. Und ja, ich spiele noch ein Konzert so Solo mit DJ PC. Und ja, so touren wir quisch munter durchs Land. Und nebenbei machen wir noch Beats, das ist ein instrumentales Projekt. Okay. Und Core-Beats. Ganz Core kreativ, Core-Beats. Ja, Ja. Giele Schnee oder Pizza von der Tankstelle. Kocht ein Schankebritte, das ist die beste Mineralquelle. Und du noch Das heißt, du denkst eine Woche weiter drunter nach Solo abends schaffen, das ist nur du müssen wir nur ein bisschen sagen und schaffen wir dummer oder? Also am Anfang ist das Projekt fertig, in Instrumentalen, weil ich noch mit der Zeit zu den, voilà, ich kann nur nicht andauernd über Kanner rappen und über ich komme spät auf die Arbeit, voilà. Ich bin mehr fokussiert auf Instrumentalmusik. Das sind die musikalische Wolle. Ja, genau. Wo ist dich da bis weiterentwickelt? Und ja, ich denke noch mehr, müsste da etwas Neues auch rauskommen. Lo am Mai schon? Ja, für Ah ja, das geht aber im Museum, okay. Zacki, ja. Okay. Sind wir gespannt, ob ich was du bei rauskommt. Mir da kennst du doch andere Leute benutzen, für einen Druck zu rappen, oder nicht? Käten sie, ja, wenn ich ihnen das erlaube. Du kannst den David da vielleicht ein bisschen weiterhelfen. Ich meine, was am Moment aktuell so lebt an der Musikszene, musst du wirklich allzu gut wissen, weil am Moment passt auf ganz viele verschiedene Projekte. Du hast zum Beispiel Beast Records, mit der ist auch nicht immer Records, die aus Roman 3 gedeelt. Ja, genau. Dann, ja, vielleicht steht mal Beast. Komm ich mal Enomaner, weil da ist viel Enomaner. Nee, das richtig Spiest also an 3 Departementer gedeelt die Beast Records, wat dann echt der klassische Label ass mat Publishing an Licensing Sync. Und dann hummer Productions, dat geht méi an Performing Arts. Dummer dann schaffen wir viel mat Choreografen an Leute, die eben an der Richtung schaffen, Dancer und so weiter. Und dann hummer Beast Pictures, dat so ganz bis mi neue Wolle so de man grad probieren zu developieren und du gimmer méi an die Filmindustrie ran. Okay. Ja. Aber alles wat man bei Beast machen, probieren wir immer irgendwie als Künstler mat an dat ganz zu integrieren. Dat ich von Jobber könnt, probieren immer als Artisten mat op den Job zu kriegen oder so. Weil es immer ich mehr komme von do an das ist immer enorm wichtig gewesen, dat als Artisten noch können Motto von der bisschen lewen an voilà, ich mein, das Torgel immer ein bisschen hart an Leute sind nicht mehr böllig gehen. Nee. Du mal auf jeden Fall Leute, zu wie viele Musiker hat du bei Beast eng? Das ist schwierig zu sagen, weil wir die einen, die sind da mehr am Publishing, die anderen sind wirklich Label haben wir am Moment ja, also 4 die Artisten so richtig erschrieben, die lo also Child, Mars, Edson und Nosy. Und dann haben wir auch noch eine Reihe Producer erschrieben, wie Turn Up Tune, Sergio Manique, den Denis Schumacher und so weiter, so viel. Wir haben noch einen Producer, den aus Ile Maurice kennt, das ist den Ivan. Er hat gerade in Frankreich den Goldplaque gemacht, mit einem französischen Rapper, wo den Beat gemacht hat. Wir haben ihn aber nicht im Label, weil du hast sie bei Sony im Label, wir haben ihn aber im Publishing bei uns. Okay. Y'a la surprise, c'est pas mardi, c'est ce soir. Y'a la surprise, si je prends du mardi, c'est ce soir. Assis-toi, prends des notes, fais pas trop, je pilote. Und das ist ja alles dann aber Lützeburg Künstler, ne? Also es soll schon der Fokus Nivan, ja, dann nicht so, das ist ja. nicht so direkt Label. Ja. Das ist die Welt, aber auch noch immer der Fokus drauf für Lützeburg Künstler. Absolut. Ich meine, das größte Ziel ist, dass irgendwann, ich weiß nicht, ob mehr das packen, aber dass irgendwann, wie soll ich sagen, ein großer Künstler Lützeburg mal richtig auf die Karte bringt. Dass der großen Durchbruch könnt und dass Leute mal Lützeburg ein bisschen anders gesehen, wie sie das früher gesehen haben mit Banken und all die Stereotypen und so. Ja, du sind ja aber gut in der Weh. Also wirklich kann große Hoffnung da planen, dass das auf jeden Fall in eine gute Richtung weitergeht. Also absolut, ich meine, Talent war schon immer da. Was vielleicht früher viel gefehlt hat, war alles rundherum Talent. Ja, Professionalismus einfach. Genau, all die Jobs wie Booker, Manager oder was auch immer, gell? Also du sind einfach so viele Jobs, die nie da waren. Und der Tisch, eine Band hat sich dann immer rumgefunden, all die Jobs auch selber zu machen.
Also sind nicht auch die Jobs kommen, weil ich war beim Lab so ein bisschen den Organisiertsten. Und natürlich war dann irgendwann den Manager, den Booker, den Heiden da. Und ja, voilà. Und Corby hat dann immer das kreativ weitergemacht. Und ich habe dann auch kreativ auch mir so gepasst, wie ich immer konnte. So. Aber den Evolé habe ich dann auch immer müssen größtenteils schmeißen. Und ja, voilà, das tut mich aber in die dritte Richtung gut. So. Also ich muss so beim Lab das professionell, das passt nicht so richtig rein. Das Ich habe jahrelang probiert. Nee, das geht nicht. Das hält die Charme, weiß ich nicht. Voilà. Ich habe noch Abstand von dem. Du wirst dann noch schon David, den dann an die Richtung geht Genau, von dem mehr Professionalisierung von der Musikwelt. Der Label hat man überhaupt nicht annimmt. Das ist natürlich auch noch immer da, geht es manchmal auch über 10 Jahre. Ja, genau. Also, also offiziell, also ich meine, 2013, genau. Ja, 10 Jahre dann. 10 Ja, Jahre, genau. ja. Das ist auch schon ein Zeitchen. Du auch schön evoluiert, gell? Ich meine, mir noch viele Artisten mittlerweile im Label. Nicole, Vic, Daniel Lelou, Mark MC. Ja. Mit da hast du dann nicht mehr Hip-Hop, ne? Schießt ja da den Lob bist, aus ja wirklich offen von Elektromusik bis zu Pop. Also können ich so unterscheiden, dass der Label vielleicht mehr lokal schafft genau. Und auch heute 10 einfach fördert und unterstützt. Und dass Beast halt mehr an den, voilà, ein bisschen mehr an den Export auch geht. Und dann, in einer großen Nummer, Connectis. Was du da unterschied, das ist der Weg. Das ist eine Booking-Agence. Das ist eine Booking-Agence. Also das ist eine Event-Agence mit Bookings und so weiter, so viel, wo man halt einen ganzen Roster von lauter, also ganz viele lokalen Artisten und internationalen. Ja. Und wir bieten eben noch Eventservice an, wo man Kurationen machen von Festivals, von Bühnen, wo man auch Eventservice anbieten oder einfach von irgendeinem Klient will, dass ein Event möchte. Also, nicht los über ein Event, dann mehr helfen ihm dann den zu realisieren. So. Und du gesagt, dass wirklich ein da war, also hast du da bis vor der Lob gemacht und gesagt, okay, weil das auch wirklich Schluss gemacht, das sieht von den Druck geht, das ist ganz einfach zu benutzen, durch den all die Bands, wo da richtig viel sind, wo Leute dabei sind, wo ich mir gar nicht wusste, dass es wirklich ging. Ja, ich war überrascht, ich habe einfach Leute entdeckt und das ist ganz einfach zu manipulieren, dass du das seht, okay, das hat wirklich gefehlt und funktioniert. Also immer so, an der Form oder an dem Ausmus go wird einfach noch nie. Ja. Und, mehr, wieso so, für Donner und statt alles mehr über das Label gemacht. Mit auch größtenteils auch schon mit Labelartisten. Und irgendwann kommt einfach der Punkt, okay, du hast einfach nur froh, oder komm wir probieren das mal. Und das haben wir gemacht und wir sind auch immer da. Ja, und dann müsst ihr auch noch am edukativen Volley, vielleicht ganz kurz. Ja. Ich habe gesagt, du möchtest viel. Ja, also am edukativen Volley, das ist am Anfang, bei der Tunsch mit Corby am Anfang ja. angefangen, wir haben die Workshops zusammen gemacht. Das war damals für Troton, dem Englisch, wenn wir mal LTC haben wir als allerersten Workshop gemacht. Und ja, das hat sich über die Jahre weiter aufgebaut. Lumansch hat schon seit 14 Jahren. Und ja, du verlöscht ein bisschen meiner Zeit und habe ich eine Struktur dafür gegründet, die ist Hip-Hop-Based Education Luxemburg. Und du bieten wir am Anfang Workshops an all den Arten vom Hip-Hop, das ist Graffiti, Breakdance, Rap, DJ, Beatmaking. Und du mal ein ganz Kollektiv von Artisten. Und voilà, du treffen uns alle einmal den Monat, Corby ist auch dabei. Und dann gehen wir einfach, voilà, dann haben wir die Jobs, die offenen, die rankommen, und wir distribuieren die dann an die Leute, die dann... Fährst du aufgehört? hashbel.lu. Hashbel.lu, voilà. Genau. Hat er nicht mehr lang gefunden, ne? Ja, das ist gut, lo. Sie noch ein paar Projekte, ich meine, du hältst nicht ab und das ist wirklich schwierig bei dir, also du entwickelst dich auch weiter. Absolut. Und das möchte ich auch da wirklich richtig gesehen, weil wir kein Besoin da wäre, breche schon nicht weiter zu entwickeln. Was ist so eher Hoffnung so für ein paar Jahre? Wenn man so nach 10 Jahren gegen gesehen, was ging dir hoffen, wo dann auf welchem Stand wäre, dass Hip-Hop nach einer so erkannt wird? Wir hatten nach Season letztes Jahr als Hip-Hop-Monat annimmt in dem Moment, ne? Du warst Elektropop. Kritisiert. Ja. Aus der wie sieht, hey, komm, da sind wir schon so lange am Gang drin zu kämpfen. Und also ich meine, Hip-Hop ist schon lange mehr weit, wie man denken, weil Hip-Hop hat an sich an alle Musikrichtungen sehr weh raufhand. Heute ist ja Musik auch nicht mehr so an Terroirs oder Küsten denken. Du findest an allen Musikstil findest du verschiedene Stile. Ja. Das ist alles mega eklektisch und so. Das heißt, für mich hat Hip-Hop schon nicht wie sehr viel fand. Natürlich gibt es immer den bösen Stereotyp vom Hip-Hop, dass das nicht mehr böse sind und Gangsterinnen. Die gehen doch, aber ich meine noch die anderen. Und ich meine, brauchst von allem für eine 10 zu sein und das gehört alles dazu. Und ich hoffe einfach, dass die Sache weiter so evoluiert in eine gute Richtung. Und dass wir in 10 Jahren können so, wir sind da, ganz da.
komplett integriert und akzeptiert von der Societät. Das wäre mega. Das hoffen wir und das wird hoffentlich geschehen. Ein anderes Projekt von David Donat, die nicht, das erklärt also direkt. Valeria, als Stimmen, du hängst aber echt ehrlich mal dran. Ja. Was geht es da als Stimmen? Ja, für uns 2 Jahre ist das Projekt von losgegangen, wo die Kanner News Redaktion sich überlegt hat, was sie da sollen machen, für die Kanner die politischen Themen für zu Bavario beizubringen, aber ohne dass es wirklich zu drüschen geht. Und wo sie gedacht, sie könnte ja vielleicht mit Lützeburger Musikern kollaborieren. Und haben dann ein Lösch gemacht von 12 Themen. Und das ist dann über den David gefahren, den ihnen den Lützeburger Künstler rekommandiert hat, Lützeburger Musiker. Und da haben sie sich dann 8 herausgesicht, die dann jeweils ein Thema kruten, beziehungsweise von der Lust geholt haben, Lied dazu geschrieben haben, und da wird ein Musikvideo gemacht. Und dann noch aber auch noch Interviews noch dazu. Ja, genau. Also da so viele Plattformen auch beim RTL dann zu gesehen im Moment. Das heißt, dann hast du einerseits dann ein Musikvideo und sie schwatzen über die verschiedenen Themen einkehren, das dann an der Kanner News. Da gehen auch einige Interviewen mit den Musikern, ein bisschen musikalisch angehaucht, halt eben auch am Takt im Radio gemacht. Und dann RTL Play natürlich, kann ich dann alles reingucken. Genau. Okay. Und dann am Magazin kriegt ihr so kleine Blick an die Kulissen vom Musikvideo. Genau. Steht schon voll ganz reüssiert. David, du hast schon das Resultat gesehen? Mega flott. Ja, zum Beispiel Flasche für der Zwizu, den ich gesehen habe, ein Vollfahr. Ja. Ein super flott Lied. Ja, die kommen mal raus. Lützeburgisch. Ja. Also, so klein. Es sind 3 Lieder, wo ein bisschen Englisch dran ist, aber das war von den Kriterien, die Lieder sollen also die Majorität vom Lied soll auf Lützeburgisch sein. Und letzte Woche kommt schon das erste Lied vom Turn Up Twin und Child raus. Und am Sonntag kommt dann noch ein Alpha. Und dann geht es so weiter. Okay. Und dann kommt dann noch ein ganz Ritsche. So, es sind noch 2, 3 Namen, die dabei sind. Iram, Döppegeiser, ja, voilà. Merci. Ja. Leben all Dagen und Tage ran. Dauert rein für uns Beyblades. Was soll ich schaut nicht mehr machen, Mann? Egal, hat halt du not face, hey. Gerade ist Zukunft noch so ungewiss. Mal denk schon, wie sie es so tun. Die einen gehen am Leben voll abschnüss. Die anderen gehen auf den Quoten. You dream too much, you dream too much, I know. Das ist aber wichtig, dass so Sachen passieren, ne? Auch für Jugendliche wie Junker. Das muss ich sagen, das adressiert sich von Kanner bis hin zu. Obwohl es nicht so schön ist, fand ich ganz flott. Ja. Ich fand das auch ein ganz spannendes Projekt und unterstützt auch lokale Musiker und so. Und du fand ich doch mega cool. Definitiv. Die Lieder sollen ja auch nicht so zeitgebunden sein, also es soll nicht nur am Wahljahr relevant sein, es soll auch nur dann an der Schule können benutzt werden, für die Kinder über Politik zu schwatzen und auch mit Jugendlichen, weil das persönlich auch immer flott fand. Vielmals merci, Valeria. Ich gesehen wir dann ganz schön 24. März kann ich Lunch gucken gehen an Kulturfabrik. Ticket kriegt ihr hoffentlich noch nicht, aber all die Leute. Sie noch ein paar okay, mal das bei. Mal ich sehr bei für den dann der Lab gucken ihren EP Release ganz schön und dann wir freuen uns, ob alles noch könnt. Vielmals merci. Merci auch. Merci Valeria. Merci. Wir sehen uns nächsten Samstag. Bis in eine ganz schöne Woche. Das Miveler Kichefestival bei Mivel Alvis zu Leudeling. Mat Festivalkonditionen an extra Remisen an alle Regionen. Profitiert vu bis zu 15% Remis op all Neubestellungen bei de Mivelen. An einem Kichestudio vu ganz besondere Konditionen. Mivel Alvis zu Leudeling, das sonderschnummetisch für Job. Total Energies präsentiert Rebound. De Basketmagasin op der Tele. Matcher, Resultater an Highlights vom Basketweekend zu Lützeburg. Basket Total mat der Luxemburg Basketball League am Rebound. Es sondechten Abend nom Journal Heierbert RTL. Am nationalen Herrenbasket ass den Abend den echte großen Heichpunkt vun der Saison. An der Arena vun der Kok spielen an der Cupfinal den Titelverdeger Basket Ash an der Zelle Ethelbrick gegen den Eam. Beide Kippe versichern den echten Titel 2023 perfekt zu machen. Cupfinal am Herrenbasket. Den Abend vun Erdauerun live op RTL.